bleibt immer gleich. Und somit Christi zurück zu Fallout 4 mit unserem wohl traurigsten Anblick des Jahrtausends. Ich habe das letzte Mal gesagt, ich werd nicht wissen, was wir heute tun. Das weiß ich auch jetzt noch nicht, obwohl es einen Tag später ist, nach der letzten Aufnahme. Perfekt, Waffe ist geladen. Schauen wir kurz ins intervenierte Inventar. Da haben wir ein bisschen was zum Ausräumen und ein Level-Up könnte man auch vergeben. Das machen wir schnell. Was machen wir denn? Da sind wir voll, da sind wir voll, da sind wir voll, da sind wir voll. Irgendwas Atemberaubendes, weißt? Schmied, Rüstmeister. Da sind wir voll, da sind wir voll. Da sind wir voll, da sind wir voll. Beweglichkeit. Glück. Ja, wollen wir unser Glück noch weiter ausreizen, hä? Das ist jetzt eine gute Frage. Weißt du was? Momentan kommen wir so eigentlich ganz gut durch. Wir werden uns diesen Punkt ein bisschen aufhalten. Was bist du? Da und hältst. Naja, das brauchen wir weniger. Adamantium-Skelett. Das war geil. Aber bis wir dort sind, dauert es noch eine Weile. Weißt du was, das machen wir später. Wir reisen nun. Genau deswegen sind wir ja da. Warte mal, wo ist denn der Slog? Wo ist der Sloggy Woggy Moggy? Haben wir diese komische Inventar. Ja, wie siehst, ich habe da ein bisschen ein paar Waffen umbenannt. Ist nicht viel. Der Frontliner hat den gleichen Namen wie immer. Dann Karl Schmähhammer raus, Karl aus Schmähhammer rausnehmen. Leo Verwesler, Mamas Witz, Papas Untergatte haben wir da. Und Rockwell Slugger, genau. Und die Splatterkanone halt, ne? Nur, dass du ein bisschen Bescheid weißt. Daten. Das haben wir schon im Inventar, oder? Hilfsmittel, diverses vielleicht. Da ist ja nichts herinnen, weißt? Wo könnte das sein? Passwort. Siedlernotiz, Starkern. Technisches Dokument. Da haben wir nichts. Dann ist es beim Schrott dabei. Ja. Müsste das sein. Ja. Karte. Probieren wir es mal. Der Slog. Wo ist er denn? Der Schlogowitz. Da. Ich weiß nicht, wie lang dieses Let's Play noch gehen wird. Ich weiß es nicht genau. Ja, es sind sicher mehr wie 250 Episoden wie das letzte Mal. Da habe ich 250 Schluss gemacht damals. Das war genau kurz eigentlich am Ende von Verhaber, habe ich dann damals Schluss gemacht.
Und dann habe ich 5 Monate später wieder Lust gekriegt. Mhm. Nur, es ist viel vorproduziert bei mir, ja, aber ich muss auch und ehrlich gesagt gestehen, da spült zuerst viel, äh, und dann wird wir wieder Zeit Ruhe haben. Ja. Wo ist denn der Aalen? Aha, und hier drüben? Das Stehlen. Hallo. Du bist wieder da. Konntest du die Teile finden? Ja. Ja, ich habe sie dabei. Wirklich? Gut. Dann lass mal sehen. Ja. Ja. Es ist alles da. Es ist wirklich alles da. Du hast dir deine Belohnung verdient. Hier, wie ich es versprochen habe. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Endlich. Gern geschehen, Meister. Maestro Aalen. Warte mal kurz. Ja, ja. Okay, okay. Was machen wir? Wir spazieren tut sie. Ja, warte mal, ich wollte den Frontliner nehmen. Wieso hab ich den genommen? 180, 125, 222. Hä? Keine Ahnung. Wurscht. Probieren wir. Wir nehmen dabei wieder Papas Untergatte. Den Frontliner werden wir uns später nochmal herrichten. Genau. Da ich nicht weiß, was uns heute noch blüht. Hui, hui, hui. Oh Gott. Kurzer Blick. Das ist ja doch alles zusammen sehr, sehr leise. Ja, verbleiben wir so. Was? Oh Gott. So, Preston, jetzt kannst du sagen, wie gut das bist. Da ist nichts mehr. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Ja, dann du was, Preston, und dreh nicht so viel. Da bist du ja, du kleine Schlampe. Öffne das Die Schlampe wird der kleinen ziehen durch die Wampe. Du Trottel. Ah, ja. Hab sie gefunden. Ja, wie ich es dir schon verraten habe. Hättest dich nicht mit den Innenwellen anlegen sollen. Hier ist alles sauber. Noch nicht ganz, du Knalltüte. Warte, draußen ist was. Penner in. Ihr verdammten Bastarde. Irgendwann wirst du nachladen müssen, Arschloch. Jepsa. Also, du wird gerade so Hüttings gespielt, so Generation Zero. Kurze Feuerstöße. Dass das Movement da in den Spiel für mich ganz wieder eine eigene Welt ist. Ah, kommst du jetzt recht. Preston, du. Ich will sie finden.
Du Heinz Grützenberger. Einmal da unten. Au! Hier ist in Deckung! Spürst du das? Das nennt man Angst. Ja, ich hab schon einen richtigen Schisshaufen in der Hose. Und der mörtelt aber so richtig. Das ist der Frontliner, ne? Wo ist er denn da? Hab sie gefunden. So. Jetzt kannst du unser Dämlack-Charakter mal so anschauen. Warte mal schon her. Das ist ein richtiger Grützenheini. Ne? Nee. So, nehmen wir alles mit, was wir finden. Unser kleine Pudelwarze ist das. So, komm, geh einer da wieder. Super, eigentlich wollte ich ja zum Museum der Hexen. Oder der Hexerei, ja, wie du das nennen willst. So, das nehmen wir alles mit. Und wehe, Preston, du sagst was, dass ich da Skelette mitnehme. Du bist für den geistig verwirrten Zustand unseres Charakters schuld. Ja. Also das, wir schließen das einfach ab. Jetzt, wo wir schon da sind. So drüber, wie wir schon sind. Kurz einen Blick. Nein, nicht Daten. Das ist da einer. Mädel. Ja, sie hat momentan ein bisschen einen kleinen, weiß ich nicht. Teerbeere, Todeskrallensteak. Bist du deppert? 38 Stück. Ja, da können wir mal eins essen. 2, 3. Da kannst du sich die in Wanst voll schmeißen. Die Nudel. Naja, so nudelig kann sie ja gar nicht sein, wenn sie eine Teekanne auf dem Kopf hat. Verdammt! Bei dem ganzen Staub hier drin bekommt man ja kaum noch. Eröffne das Feuer! Aber du jetzt ein Mädchen habt, Preston. Da hat ja unser Charakter noch mehr Eier in der Hose wie du. Na gut, was soll ich dazu noch sagen? Was baust du da? Das nennt man nicht bauen, das nennt man kochen. Du Pfeife. Todeskrallensteak, wieder 2 Stück. Die Meierlörk-Fleisch da, die brauchen wir nämlich für Katzen in die Siedlungen. Weil das ist nämlich so ein moralisch richtiges Let's Play. Was?
Warte mal. Gemüsestärke, ja, der ernährt sich gesund. Gemüsestärke stärkt die Darmflora, das habe ich glaube ich eh schon mal erzählt, ne? Und vor allem den Dickdarm für dicken Stuhlgang. So. Oh, Hast du dir das schon angesehen? noch nicht. Aber das werden wir wohl gleich machen. Wenn du mir sagst, dass das was Gutes ist, dann wird er das jetzt einmal glauben. Batterie. Ich überlege gerade, wenn wir als nächstes mitnehmen. Weißt du, bei 16 oder 17 Begleiter, was das Spiel hat, ist das alles nicht so einfach. Lederkombi, ja, wir ziehen gleich tote Frauen aus, das ist auch schön. Dann ein bisschen Benzin. Tja, vielleicht habe ich nächstes Mal mehr Glück. Na, du sprichst in Rätseln, Junge. Was? Ich hab hier drüben was. Du machst Witze. Nein, Mädchen, wenn ich einen Witz machen würde, würde ich eine alte Weisheit aus Hotshots hernehmen. Und zwar, wo die Dame zum Jemand hat sich eine Menge Mühe gegeben, das hier auszugraben. Was Top, wohl da unten ist. wo die Dame zum Topper gesagt hat, woran erkennt man, Wie lange willst dass du ein noch Elefant im halten? Kühlschrank war? An den Fußabdrücken in der Sahne. Mhm, Warte mal. der war schlecht. Mach nochmal. Mann, ich hätte Ja, dieser wir Tage, alle waren. einen Witz gehört, der ist so scheißen geil. Ich wusste es. Aber ich glaube, wenn ich den auf YouTube dazu habe, ich die ärgsten Probleme. Das waren ein paar nette Treffer. Also erzähle ich ihn nicht. Oh, Perfekt. du erleidest 5% weniger Schaden durch Roboter. Super. Das heißt, wir müssen geben, wie man noch im Automatron DLC unterwegs waren. Was habe ich da? Ah ja, das ist ihr Outfit, das Tutu. Mhm. So, eigentlich wollte ich ein bisschen spülen und nicht da deppert herumzerlegen. Was gibt's da alles? Das nehmen wir alles mit, das nehmen wir auch mit. Für unseren nächsten Begleiter werden wir uns natürlich auch ein dämliches Outfit ausdenken. Nur wenn nehmen wir mit. Man könnte die Kate mitnehmen, zum Beispiel. Hast du das gesehen? Das war cool, ja. Warte mal. Warum soll ich warten? Du Heinspack. Wow. Warte. Da draußen ist was.
Ich hab hier drüben was. Ich weiß, Preston, du hast immer irgendwas. Wie geht's da jetzt weiter? Ah, durch die Tür. Hallo. Egal was hier geschah. Es war sicher verdammt wunderbar. Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Ja, ich sag auch nicht zu deinen Minutemen, dass Schrott sind. Obwohl, wenn du wüsstest, was ich vorhabe. Kriegen das hin. Ganz ruhig. Verdammt, wo sind sie? Au! Oh, du Scheißen. Er ist er. Verdammt. Ja, da wirst du Hilfe brauchen, Alter. Ja, Preston ist fertig mit der Welt. Nachtaktiv. Ich hab schon geglaubt, nacktaktiv. Das wäre natürlich noch besser gewesen. Na, geht's eh? Du alter Kuttenbrunzer. Da sind sie. Da ist noch was. Da haben wir mitgenommen, da haben wir mitgenommen, da sind wir auch schon durch. Na, Preston, ich hab keine Zeit zum Warten. Konzentration, mein Junge. Okay. Konzentration und das in der Umgebung von Preston. Naja. Jetzt wisst wie das Licht einschalten gegangen ist. Naja, wurscht. Ich bin ja sowieso drauf gekommen. Je dunkler die Aufnahmen sind, desto kleiner ist die Aufnahmegröße. Hab sie gefunden. Ich glaube, das waren alle. Sehr gut. Genau so will das Preston. Oh oh. Jetzt tu aber speichern. Ein Mörderritual. Ich glaube, ich hab hier drüben was. Ja, du kannst mir ruhig helfen, du Trottel. Ich wusste es. Hey, James Hetfield von Metallica ist auch da. Schwer verwundet. Ja. Warum bist du mir nicht schwer Das verwundet? gefällt mir ganz und gar nicht. Jetzt bist du schwer verwundet. Kann man da speichern? Da reinzugehen ist die schlechteste aller Ideen. Aber das bedeutet wohl, dass wir da reingehen. Ja, Preston. So, da, raus hier aus diesem überdimensionierten Güllefass. So schnell habe ich das auch noch nie gemacht. Naja. Man lernt im Leben ja nie aus. Da ist ein Spermin. Bingo. Mei. Super.
Ja, das eiskalte Händchen. Es wird euch holen. Ob unser Charakter ein bisschen überdrüber ist, ha? Ja, das nennt man ein Massaker. Ein Gulsches. Grüß euch, Schweinsbeich. So. Ja, unser Charakter ist schon ein bisschen Wir haben Gesellschaft. Preston, bis du reagierst, Alter. Hat sich bei mir ein anderer Stift in der Hosen aufgestellt. Jetzt nicht unbedingt der fleischige von vorn, aber der braune von hinten. Nehmen wir das auch noch mit, das ist ja wurscht. Wir haben Platz. So, da. Platz wie Räuber Hotzenplatz. Mhm. Kennst du den Räuber Hotzenplatz? Mhm. Warte mal. Sehr gut. Messinglaterne können wir immer brauchen. Weißt du was? Blöd an die Waffen machen wir weg. Genau. Blöd an die Waffen machen wir weg. So, da. Jetzt haben wir das erledigt. Da müssen wir auf. Au. Ja, Mädels, selber schuld. Du musst nicht überall gleich wegspringen. Du bist ja nicht Knight Das gefällt Rider. mir nicht. Wir haben zu wenig Deckung. Ja, Preston, bla bla bla. Du schau, dass dein Gesicht verdeckt bleibt. So schaut's mir aus im Schneckenhaus. Naja. Dich haben wir schon. Ja, dann gehen wir da wieder zurück ab. Erst obwohl ich das Spiel eigentlich schon in- und auswendig kenne. Es macht halt noch immer wieder ein bisschen Spaß. Immer wieder? Naja. Am Anfang bist du der komplette Dulli. Und dann später oben aus bist du schon sowas wie ein Übermensch. Draußen ist was. Ja, Preston, bis du reagierst. Was habe ich denn eigentlich auf die Favoriten? 3, 4, 5, 6. Okay. Aha. Gut. Hast du jetzt gut gegessen, mein Schatz? Hm? Passt. Sie hat gut gespeist, die Kleine. Aber das freut mich für sie. Na, also wirklich, also auf die Ernährung muss man jetzt schon achten. Sagt der sich leidenschaftlich von Instant-Nudeln ernährt. Ich glaube, ich hab hier drüben was. Gusch. Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Nein. Oh Gott.
bist du ja, du kleine Schlampe. Busch. Du lebst noch, Mann, oh Mann. Naja. Wurscht, zerlegen wir. Wo ist jetzt da dieser... Boah. Ein Sieg für die Minutemen. Ja, und ein weiteres Vorankommen für mich. Da muss jetzt ein bisschen egoistisch werden. Wirklich. Naja. Aber warte mal. Bevor wir da eingängen. Zeit vergeht. Genau, zu dir wollte ich noch. Jeder Schuss muss sitzen. Ja, dann tu. Und rein nicht so blöd. Bin froh, dass es vorbei. Hast du das gesehen? Eröffne das Feuer. Warte, da draußen. Da sind sie ja. Oh. Da. Wow. Beschleunigt. Geil. Genau sowas habe ich gesucht. Museum der Hexerei. Ja, ich glaube, wir brauchen uns das Holoband eh nicht anhuchen. Wir wissen, glaube ich, eh alle, um was es geht. Private Heart. Ja, damals trotzdem. Damit das Spiel befriedigt ist. Jeffries, Lee hat den Rekorder zum Laufen gebracht. Und, hast du dir den Dienst so vorgestellt, als du zu den Gunnern gekommen bist? Gepäck aus Linwoods für einen Roboter-Butler wegschleppen? Wie hieß der nochmal? Wellingham? Nicht jetzt, Soldat. Wo ist Connors? Er ist nicht auf seinem Posten. Oh, tut mir leid, Sir. Der Lieutenant meinte, er hätte Spuren gefunden. Wollte sie sich mal ansehen. Schütze Martin. Spuren? Was für Spuren? Was zum Teufel ist das? Oh mein Gott. Connors? Wo ist der Rest von ihm? Oh Gott, es hat uns gefunden. Sergeant Lee, schnapp dir die Kiste. Lass das Ding nicht aus den Augen. Alle ins Museum, sofort. Major! Major, was hat uns gefunden? Etwas Großes. So, wo ist der Preston? Die alte Mumu. Hast du mal einen Augenblick Zeit? Was? Jetzt nicht. Ja, klar. Wir reden später. Richtig. Jetzt gibt's mal was. Zum Gruseln. Mal gruseln. Es ist halt irre gut gemacht, ja. Ja. Mal.
Da oben ist was Großes und Fieses unterwegs. Richtig. Hörst du die Krallen klackern? Richtig. Jetzt ist es wohl zu spät zum Weglaufen. Nö. Wir werden uns den Kampf stellen, wie immer. Mich würde nur interessieren, was ich Spül für eine Art ausgekramt hat. Ich finde diesen Ort irgendwie unheimlich. Ja. Auf was bezogen? Auf das, was da jetzt... Auf das hinauf bezogen, was da jetzt noch auf uns zukommt? Oder der Charakter ist gruselig? Irgendwas Nützliches? Ich darf vielleicht nur lauter reden, du Trottel. Oh mein Gott. Lass uns verschwinden. Wieso? Jetzt wird's erst lustig. Du... Sacker-Abwurf. Das wär's. So, ich speichere jetzt einmal. Okay, Preston. Perfekt. Er gehört mir. Ja, dann tu was, du Pfeifen! Oh. Arschloch. Da war ich wohl zu langsam. Da war ich wohl zu langsam. Perfekt. Verdammt. Preston, du Haufen Scheiße, tu irgendwas. Ja, weil du nichts da hast, du Kasperl. Naja. Aber wir regen uns so über unsere manifestierte Stuhlprobe eh nicht auf. Ein Nest voller Todeskralleneier. Ein Dutzend, vielleicht auch mehr. Kaputtgeschlagen. Außer dem hier. Kein Wunder, dass sie uns nicht sagen wollten, was in der Kiste ist. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich den Bossen der Gunner und diesem aufgemotzten Schnapsschrank Wellingham gesagt, dass sie sich ihre Diamond City Kronkorken in den Arsch stecken können. Schätze, jetzt wissen wir, warum uns diese Todeskralle den ganzen Weg von Linwoods hierher verfolgt hat. Wir haben ihre verdammten Jungen geklaut. Oh Gott, wenn wir... Vielleicht können wir die Eier zurückgeben. Oh, hey Mama. Suchst du das hier? Tja, das ist natürlich blöd, wenn man blöd ist, gell? Hey. Was gibt's? Hi. Ich würde dir noch immer gern etwas sagen, wenn du mal kurz Zeit hast. Klar, schieß los. Als wir uns das erste Mal trafen, hatte ich zugegebenermaßen meine Zweifel, was dich anbelangt. Aber du hast mich schwer beeindruckt. Jemand wie du kann die Minutemen wirklich retten. Warum ist es dir so wichtig, was aus den Minutemen wird? Als ich noch klein war, waren die Minutemen meine Helden. Eigentlich waren sie sogar die einzigen Guten in der Gegend. Mit 17 trat ich der Kompanie von Ezra Hollis bei. Ein echt toller Kerl, der wirklich an die alten Werte der Minutemen glaubte. Dort hatten wir ein paar gute Jahre. Ich fühlte mich als Teil von etwas, das größer war als ich. Und ich half dabei, das Commonwealth zu einem besseren Ort zu machen.
Warum ist alles so schnell auseinandergebrochen, wenn es doch so grandios war? Es gab sicher eine Menge Dinge, die mir nicht klar waren oder auf die ich nicht genug achtete. Du weißt schon. Politik, Rivalitäten, Feindseligkeiten zwischen den einzelnen Gruppen. Ich denke, General Becker hat alles zusammengehalten und dafür gesorgt, dass alle mehr oder weniger am selben Strang ziehen. Aber nach seinem Tod kam alles ans Tageslicht. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Diese Leute schimpften sich Minutemen. Eigentlich hätte ihnen ihre Pflicht den Menschen gegenüber wichtiger sein sollen als alles andere. Du denkst sicher, ich war ziemlich naiv, oder? War ich wohl auch. Und bin ich trotz allem wohl immer noch. Ich glaube noch immer, dass die Minutemen das sein können, wofür ich sie immer gehalten habe. Die Guten. Warum erzählst du mir das alles? Ich wollte mich wohl nur bei dir bedanken. Danke, dass du anders bist als der Großteil der Menschen, denen ich bisher begegnet bin. Wie dem auch sei, ich weiß zu schätzen, dass du dir das angehört hast. Jederzeit, Preston. Danke. Wir sollten dann mal besser weiter.